Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier bent met ons te bij. En ik heb hier een goede vriend, Abraham Schmidt. En mijn naam is Eduard Giesbrecht. We zijn hier in Bolivie en we willen vandaag wat schijnen met die. So Abraham, voetsnumpunkt. Wat komt dat u hier zo smak en schaftig voor wie bent en dat u bloos een ganz nieuwe mens bent? Wat komt het? Dat wir mal in 2013, den 3. Oktober, unser Einkopfsiebom in Williamont ist, wo das alle aufhängt. Wat passiert? Ich werde durch mit meinen Sünden. Ich werde uit. Screenshot leven? En ik had een ganz Screenshot leven. En ik wist dat deze weg, wat Abraham Schmidt is, komt de gelijk aan de halen aan. En ik wist, ik moest een anderes merken aan mijn leven. En God weer door, Jezus weer door. En ik red van om met Jezus te reden. En door passierten wonderbare dingen in mijn leven. En du wordt je leven veranderd? Door wordt mijn leven veranderd. Jezus verandert mijn leven. Wow. En de Heilige Geest, die vangt aan met mijn Jezus gemeenschap te hebben. So du hast einfach eine Zeit, wo du verder am Verbreken im Gebet. Ja, ik weet ganz in alle Sachen lastig. En ik had veel strijd en vet. Met andere personen, met andere mensen. En ik zag nu nog meer. En ik weer de hervierder van alle slechte. Te die tijd, met mijn grip. En ik wist dat het steeds wat het zo weer gaat, dan word ik een zeer slechte ding eerst mal op deze wereld gaan. En veel ooit nog hier aan de eeuwige Albrand. Wow, en du verandert Gott. Op einmal dreht er diese ganze Geschichte am. En ik vang aan met Jezus op Plotitsch, nu vergeving te vragen. Mijn zeugnis waar je ook heel erg gehoord heb. Dat is je ben, waar ik einfach afvang naar Jezus te schreeuwen. En om vergeving te vragen voor mijn zinden. Wow. En ik kreeg vergeving. Wow. Zo schön te horen, Abraham. Wow, prijswaardig. Wo heb je dat nu van de Bibel verstaan? Schafft dat van de Bibel her existiert? Dat Jezus zinnen vergeven heeft en dat hij levens veranderd heeft. Zo van einer wat strijd ziet op een gas. Naar zo'n schmakken jong wat hier zo schaftig is. Wo schafft dat van de Bibel her? Dat is biblisch, ganz biblisch. En we worden voortschrijven. In Johannes kapitel 3. Du hast eine wunderbare Geschichte, wo du sagst, wo du von einem Nikodemus reden lässt. Und wir wollen uns den Nikodemus vielleicht ein bisschen bekicken machen, wer wir, dass wir das können verstehen. Also. So, das Nikodemus, Vers 1 sagt, dass du wie ein Mann, ein Pharisäer, einer, der am jüdischen Hohenrot wird, der heißt Nikodemus. Der kam danach nur Jesus und sagt, Lehrer. Wir weten dat du een leraar bent die van God gekomen is. Wils de tekens wat du deed, kon keiner doen wanneer God niet met hem is. So, wer ist das Nikodemus? Das Nikodemus, dat wir de leraar, wat dat ganz stelste gezag wordt van alle Israëlieten te die tijd. Dat wir de verste leraar, dus de beste leraar wat Israël te die tijd had. En wen musste danach naar Jezus komen? Das Nikodemus, der hat auch viel Jünger gekriegt als Jesus. Jesus wie ein Lehrer, aber Jesus wie so ein Lehrer, was sich die Studenten sagt. Aber Nikodemus wie so ein Lehrer, wo die Studenten nur ansagten. Und er hat viele Studenten. Und er hat sogar die anderen Lehrer von Israel, was seine Studenten wären. So er schämt sich für die Studenten, was am nur fallen deuten, was am so einen hohen Namen geben. Was würden die denken, wenn ich nur dessen Lehrer gehe, was du nicht gut angesehen wird. Wat er niet zo goed angesehen wordt en wat du nur de studenten zieken moet. En ik aber am jeden Teil, ik kriege alle toe, de zieken alle nu mee. So hij schämt sich, hij hat veel mensen voor en andere wereld. Wow. So, en wat passiert dann in deze Geschichte met, wat vertalen deze Nikodemus en Jezus da? So Jezus, der nimmt sich voets de autoriteit van woord en zegt zu Nikodemus, ik zei die de waarheid. Wer nicht noch einmal geboren ist, kann
nicht an dort Gottes Regen ankommen. Wenn wir noch einmal geboren waren, das sage ich hier, noch einmal geboren waren, wenn wir machen wir dort? Krijgt deze vrouw hat Nicodemus. En gaat dat u de vrouw has. Wenn Nicodemus de vraag je vers 4 vraagt, de krijgt zo. Wo kann ein Mensch noch einmal geboren worden, wann er al oud is? Dan vraagt hij door, kann hij noch einmal ein Mutterlief gehen und war er geboren worden, krijgt es ein kleines Kind? Ja, kein Sinn. Ja, kein Sinn. Und wir können uns vorstellen, ob es bestimmt mit Nicodemus seine Mom, seine Mutter, die wir all dort. So die Weich, dann würde er bloß einfach Maten verloren gehen. Und er würde niemals nicht das Gottesreich, das Himmelreich sein. So, das ist die Frau, was Nicodemus hat. Und Jesus sagte ihm, dann sagt er noch einmal bloß dasselbe wie sagt er, wer nicht durch Wuter und durch Jesus geboren wird, kann nicht an das Gottesreich ankommen. So, wo können wir, waar geboren worden, wat bedeutet von Wuter und Jesus geboren, wat bedeutet all diese Wörter hier? Wir waren alle dort, wir kommen von ein paar Lied, wo Adam und Eva heiten leiden. Und Adam und Eva, die werden an diesen Feengarten gesät, wo die Frucht eiten. Und an diesen Garten, da wir einen Baum geplant, von der Frucht sollen die nicht eten. Gott sagte denen, wenn die wollen von der Frucht eten, den Tag, wo die von der eten wollen, war gestorben. Und wie kann die Geschichte alle das sagen, der Eiten von der Frucht, und physisch, dass ihr Körper, der lebt wieder, wenn es der hat noch her nach Kenia. So wird es dann nicht mehr dort, was Gott sagt, den Tag, wo die wollen von der Frucht eten, war gestorben. Was passiert das rein? So, Gott hat, als der Mensch gemerkt hat, hat er den Menschen ein Leben in Udum eingepüßt. Das sagt, er mögt den Menschen, dann jäuft er sein Udum an. So, mit der sein Udum anjäuft, der Wind, was er an den Menschen anpüßen, dort meint er Yes, Gott sein Yes, wie er mit uns Yes, dann mit einem taub. So, der hat eine sehr enge Gemeinschaft, einmal taub. Aber den Tag, wo der von der Frau eten, dann wird diese Gemeinschaft ganz aufgeschnitten. Und du wird keine Gemeinschaft. So, der Yes, das Yes, was der an sich hat, da wird tot. So, nu hat wir in der Stadt ein Leben, wo wir dann haben, hat wir nu ein Korrekt so. So, wenn wir hören, wir nicht mehr begeisterlich spielen. Korrekt so. Wenn es Gott, sie wo das einmal Wahrheit und Gott sagt, den Tag, wo die wollen von der Ehen, wo die sterben den Tag, jässlich. So, wenn Jesus hier sagt, wir können nicht an das Himmelreich nennen, wenn wir nicht noch einmal geboren wurden, dann meint er, wir machen erst einmal selber geboren von unserer Mutter, was uns Körper ist. Und dann müssen wir aber noch einmal geboren worden, was von Jesus geboren ist. Und wo kann das passieren? Was passiert da? Dort ist, wenn Gott sein Jesus mit den Jesus auf einmal eine Gemeinschaft war frisch auffangen. Und da kann bloß dann passieren, wenn die dort erste ist, das sage ich hier, durch Wutter in Jesus geboren worden. So das erste ist, durch Wutter geboren, das meint, dass du deine Sünden lass aufwaschen von Jesus. Dass Jesus kann deine Sünden vergeben. Du kommst in den Arm mit all deinen schwierigsten Leben, er wascht die rein, und dann kommt das zweite Teil, was du von Jesus geboren hast. Dann ist der Heilige Jesus, du fühlst, und der fängt diese Gemeinschaft an mit den Jesus. Und dat wat daar bij Adam en Eva 2 gebruiken wordt, dat de Jezus weg van hen, dat is dat ze eeuwig dood werden. Dus een dood met zich trouwen, dort waren abgewerkt, niet waren leven. Dort waren abgewerkt. Wat passiert, wenn du erst nie geboren warst? Wenn du die nu bekeerd hast, du hast dein Leben umgedreht, du hast den Heiligen Jesus waren. Und was passiert nur in die Geburt? Die Bibel verspricht uns hat in Johannes, sagt da, aber all die am Abnehmen und an seine Namen geloofden, juift hij de Macht, seine Kinder zu werden. So, das redet hier von Jesus. Wer Jesus abnehmen wird und an seinen Namen glauben. Und seinen Namen glauben, das meint einfach, dass er Gott wird und dass er die Macht hat, die Sünden wegzunehmen. Und dass wir am Abnehmen in unserem Leben. Korrekt so. Korrekt, dat dan weiter, dat ik dan eeuwig leven heb en dat ik Radung habe? Wie, wenn du ganz fest an Jesus glauben darfst, und das sage ich hier in Johannes 3, Vers 16, sagt, dass Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzelnen Sehen gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. So, dat is ganz klar. Das ist ganz klar. Wenn es sagt, dass all die an ihm glauben, wenn du an ihm glaubst, dann kann ich dir sagen, mit der Bibel seine eine Wert, mit Gott seine Wert,
dann kannst du das ewige Leben haben. Wenn es sagt hier, dass die nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Und ich glaube, du hast noch ein Vers, wo das auch besteht in der, nicht? Ja, das bestätigt bloß noch einmal, dort als 1. Johannes 4, Vers 13. Das schrieb ich ihnen, dass je an Gott sehen, je leben. Und hier ist war das Wort leben. Ich sage, dass wir Gott an sehen, Jesus Christus glauben. Das ist nicht bloß glauben, dass du erst, sondern dass wir am Fall, dass wir mit am Top leben. Ich sage, dass je weiten, wann wir am glauben, dass je weiten, und nicht Fleisch oder nochmal hopen oder so weiter. Wir weiten, dass die das ewige Leben haben. Und das ist das der Bibel Fall, dass wir das weiter kennen, dass wir das ewige Leben haben. So, Abraham, ich kann eine Frau. Wenn wir hier eine Person haben, die sagt, ich kann das nicht weiter, ich weiß noch nicht, dass ich das ewige Leben habe. Ich fühle mich immer so, ich habe das nicht. Ich fühle mich so, wenn der Prediger anfängt zu reden, ich bin so schuldig. Ich sehe das nicht neu gekommen. Und ich will wel hopen, vielleicht war ich gut genug dann. Wo kann diese Person von dir geholfen werden? Der einzige Weg für die Rettung, der einzige Weg zum Himmel, ist durch Jesus. Mit den eine Kraft wirst du niemals ankommen. Nicht mit den besten Worten, was du weißt, mit den besten Dingen, was du glaubst, was du gibst, kannst du gleich haben. Und du musst einfach deine Sünden nur Jesus bringen. Und das bekannt, dass du ein Sünder bist, und das bekannt, dass du nicht allein kannst. Und am Abnehmen, das Geschenk, was er am Kreuz betont hat, für alle Menschen, dort einfach abnehmen an dein Leben. Und das ist der einzige Weg, wo die kannst seitig werden. Und abnehmen können, dass er kann Haar nicht über die sein. Kriegst du, dass du nicht mehr selbst deine eigenen Entscheidungen treffen lässt, aber er wird deine Entscheidungen treffen. Wow. So, kann wir hier nu so ein Gebet merken, oder kann unsere Tauhierer, unsere Personen, die wir hier mit uns haben, können mit uns beten von dir? Du wirst von dir mein Tauhierer sein. Okay. Kriegst du, was wir das Und auch du bist uns Tauhierer. Und ich will die an von dir, dass du kannst diese Entscheidung, Jesus nur zu fallen, nu nehmen. Wenn die dein Leben leid ist, deine Sinne leid sind, dein oude verbrechen Leben, oder immer dein Leben wir, weil gut oder nicht gut dat wir. Dat kannst du in je hand leggen en dat amtussen van niet leven, eeuwig leven wat Jezus die even wil. En waar we dit gebed ook beten. Oké, ik wil met die ook beten. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Wir danken dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Für meine Sünden. Für meine Sünden. Wir danken dir, dass du alles betont hast. Wir danken dir, dass du alles betont hast. Ich weiß, dass wir genug. Ich weiß, dass wir genug. En ik wil van jou mijn leven ändern. En ik wil van jou mijn leven ändern. Nimm du das Stier von mijn leven. Nimm du das Stier von mijn leven. Dat ik niet maar mijn ene Entscheidung treffen darf, aber dat ik deine Entscheidung treffen will. Dat ik niet meer mijn ene Entscheidungen treffen darf, sondern deine Entscheidungen treffen will. Vergeef mij al mijn Unrecht. Vergeef mij al mijn Unrecht. En maak mij nieuw geboren. En maak mij nieuw geboren. Maak mij een nieuw mens. Maak mij een nieuw mens. En schrijf mijn naam. En schrijf mijn naam. En die levensboek nemen. En die levensboek nemen. Dat ik een dag wat kan voor alle eeuwigheid met die top im Himmel zijn. Dat ik een dag voor alle eeuwigheid word met die top kan in de hemel zijn. Ik dank dir dafür. Ik dank dir dafür. In Jezus zijn naam. In Jezus zijn naam. Amen. Amen. So, lieve Tahira, wanneer du dit gebed hast met ons top, dan wil ik die nu zeggen dat im Himmel is een grote feest. Wenn een zinder heeft Buße gedaan over zijn zinden en heeft gezegd, Jezus, vergeef mij, ik wil dein kind zijn. En dan wil ik die zeggen, dan bist du een kind Gottes nu. Du hier te een nieuwe familie. Du bist mijn broeder of mijn zuster. En dat is wat wunderbaar is. Zie mutig in deze entscheidung. Red te andere mensen ervan. Lees de Bibel, bid. En ik mag die moed merken. Was im Glauben. Dat is een wunderbare entscheidung. Wir haben hier ein Zeugnis für Gott, diese Person Abraham verändert hat. Und Gott hat das Krieg so an mir getan und an Dutzende auf dieser Welt. So mag ich die von dir auch merken. Gott wird die verändern. Das ist sein Weg, das ist nicht dein Weg. Du kannst nicht für deine Rettung tun, heilt das alles. Wenn das Programm für deine Hilfe ist, dann teile das doch mit so vielen Menschen, die du kannst, in der ganzen Welt nehmen. Mocht du Gottes Segen erfahren und ich bete für die, liebe Tahira, bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.